Für die Aktivisten von Ende Gelände ist heute Schluss mit lustig. Während die einen noch schubsen, nutzen die anderen den Moment der Unaufmerksamkeit und geben Fersengeld. Dann haben wir noch einen Renner gegeben und Hasakischen. Ein Teil schafft es tatsächlich in den Tagebau, wird dort allerdings von der Polizei eingekesselt. Egal, Hauptsache durch. Denn jetzt muss der Betreiber aus Sicherheitsgründen den Betrieb anhalten. Puh, was treiben wir denn jetzt da? Sie sollen von den Gleisen weggehen. Dann, wenn man beitelt oder taucht man um, dann haut es das Gipfel am Kopf. Es geht doch gerade keine Provokation von unserer Seite aus. Aha. Im Lausitzer Revier werden jährlich rund 60 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert. Da kann man schon mal emotional werden. Das ist Krieg schon und Halt die Faschisten, ja, Arschlöcher! ja, das wären die Richtigen. Lauter sicher nicht, das war's. Mittlerweile haben sich die Klimaschützer bis auf wenige hundert Meter ans Ziel herangearbeitet und versuchen sich bei eisiger Kälte häuslich einzurichten. 15 Grad minus. Wo heute alles stillsteht, rollen sonst Waggons voll mit Braunkohle. Sagenhafte 80.000 Tonnen des fossilen Brennstoffs benötigt das Kraftwerk. Und zwar pro Tag. Das ist der Nachteil von den großen Teichen. Ich würde auch lieber auf der Couch liegen, ja. Hohe Feierabend.